Zurück im Dorf der Zoras, idyllisch wie eh und je. Willkommen zurück, Freunde. Und ja, mal gucken mal hier, was wir anstelle von außer Krabben und so sonst was alles finden. Mal kurz da hoch. Und ja, sollen wir uns jetzt echt mal so eine, wie heißt das Teil? Lichtschuppenlanze, glaube ich. Ne? Müsste, glaube ich, die Waffe von, die Waffe von Mifa sein. Also sprich, natürlich die Waffe von Mifa aus Breath of the Wild noch. Die wir herstellen können. Wir haben ja eigentlich alles dabei. Die Zora-Lanze haben wir. Wir haben ein paar Diamanten, Feuersteine auch. Müsste alles funktionieren. Die Lichtschuppenlanze. Link, es freut mich, dich zu sehen. Wir können jetzt dem Retter unseres Dorfes Hilfe verweigern. Man ist eine Zora-Lanze, so wie 3 Diamanten und 5 Feuersteine. Mehr brauche ich nicht, um dir eine Lichtschuppenlanze anzufertigen. Du hast tatsächlich alles finden können. Gut, einen kleinen Moment, Geduld bitte. Ich präsentiere die Lichtschuppenlanze. Die einzigartige Waffe der großen Mifa. Für ihre Heilkräfte ist Mifa berühmt. Und dass sie auch eine erstklassige Lanzenkämpferin war, ist weniger bekannt. Sollte sie dir zerbrechen oder abhanden kommen, fertig ich gerne ein weiteres Exemplar für dich an. Dankeschön, die Pracht der Zoras. Ja, sieht schick aus. Wird natürlich auch bei uns zu Hause dann mal schön archiviert werden, wa? Also, verstaut. Vor allem. Archiviert vielleicht später mal. So, ich brauche irgendwie neue Waffen. Zum Synthetisieren aber genug, das ist nicht das Problem, aber ich brauche mal ein paar coole Grundwaffen tatsächlich. Naja, vielleicht demnächst. Wir gucken mal. Das nächste Sidequest hier bei den Zoras. Also, das Kronengewürz, das noch fehlt. Anfangsunterricht, da ist das. Dann der Schatz des großen Fisches, war glaube ich noch der hier. Der große Fisch, der ewige Wächter, zu Füßen der Statue ruht ein Schatz. Eine lange Brücke führt dorthin. Lasse unter dieser Brücke die Furcht hinter dir. Wer beide Wasserfälle durchschreitet, wird den Schatz erlangen. Da habe ich auch mal ein bisschen geguckt, wo da das Teil sein könnte. Und die Rede ist von einer großen Brücke. Und ich sehe hier auf der Karte, naja, wenn wir ehrlich sind, das ist eine Brücke, aber die ist ja gleich groß wie die hier, also darunter kann es eigentlich nicht sein. Das ist die große Zora-Brücke, die heißt auch so, und wir haben hier sogar eine Art Wasserfall. Das Problem ist, es ist nur einer. Das war die Rede von 2, oder? Gemäß der Quest. Lasse unter dieser Brücke die Furcht hinter dir, wer beide Wasserfälle durchschreitet. Wir werden sehen. So. Man da irgendwie durch oder was? Ja, komm ich. Huch, wie ging das plötzlich? Okay, krass. Ja, warum beide Wasserfälle? Hat sie noch einen? Höhle am Dorf der Zoras. Okay. Ach du Scheiße. Hier geht es sogar ganz tief runter. Ja gut, die wohl sowieso wieder mal im Untergrund, war. Abgrund im Dorf der Zoras. Eine Schleichschnecke. Okay. Okay, den Rest gucken wir mal auf dem Rückweg noch an. Riesenleuchtsamen. Ja, hab eigentlich noch ein paar, aber warum nicht mitnehmen?
Schaden kann sie nicht. Der Routerhelm. Der Helm einer Kriegerin, die in längst vergessenen Zeiten die Zoras beschützte. Soll das Band mit den Zoras stärken, wenn er von einem Hylianer getragen wird. So. Achso. Schatz, schon bereits abgeschlossen. Cool. Das heißt, wir haben jetzt, Moment, wir haben jetzt komplette Zora-Rüstung. Wir haben die komplette Orni-Rüstung. Klar, ich muss noch upgraden und so, aber zumindest haben wir sie mal. Die Hylia-Rüstung an und für sich selber haben wir auch schon komplett. Das normale Hylia-Gewand und so haben wir auch komplett. Alte Winterhose, das quasi hier von den Sonau haben wir auch. Wir haben auch die Wüstenset, also sprich das Set noch von den Gerudos. Die Barbarenmaske des alten Kriegerstamms, sehr gut. Ich erinnere mich noch an Breath of the Wild, wo das eigentlich ein Hinweis auf die Sonau war und man so irgendwie dachte, hä? Das die Sonau? Dann haben wir eine Leibwache-Dinger. Das Leibwache-Set haben wir auch komplett. Wir haben das Kröten-Set komplett. Das Aero-Set komplett. Mir fehlt hier noch für die Untertage fehlt noch eins. Geistergewand. Ja, da muss ich einfach mal zurück zum einen Monsterbruder. Jäger-Ding, muss ich unbedingt mal zwei noch finden. Ich glaube, die Quests gehe ich auch bald schon mal an. Wir haben 2 Router-Helme. Das liegt daran, weil wir einen Helm mal durch Ding gefunden haben. Durch die Amiibo. Und zwar durch ein Amiibo von Mifa. Das heißt, theoretisch könnte ich einen Helm verkaufen, wenn ich 2 davon habe. Da fragt man sich, wie viel man wohl bekommt, wa? Hier gibt es noch ein paar Dinge, die noch fehlen. Ja, also es fehlt zwar noch ein bisschen was, aber es gibt immer mehr und mehr. Ist auch schön. Gut. Wenn ich nicht mehr zurück ins Dorf der Zoras muss, ich glaube, wir sind hier sonst bei den Zoras soweit durch. Das sind schon wieder die Gerudo, ja, da gibt es noch ein paar Dinge zu tun. Ich muss mal gucken, dass ich dann demnächst, um ja auch wieder die Hauptstory zu machen, dass ich irgendwie ein paar Sidequests miteinander kombiniere. Wenn es nicht mehr so viel sind, wie wir gerade hier aktuell haben. Noch ein paar Quests für der Kokiris zu machen. So. Und sonst würde ich sagen, Freunde, Zeit für den Untergrund, war. Ich nehme natürlich das Master Shredder mit. Da wird es noch ein bisschen stärker. Ich weiß eben noch nicht, warum das Schwert hier, warum hier die Basisstärke nicht angezeigt wird, aber wir haben nochmal nachgeguckt, es ist wie bei Breath of the Wild. Das Master Shredder hat eine Basisstärke von 30. Wenn es leuchtet, ist es halt doppelt so stark, sprich 60. Und dann haben wir halt noch das Power-Up drauf, durch die Synthese. Die Frage ist vielleicht dadurch, dass ich die Synthese drauf habe, ob ich nicht einfach plus 30 nach habe, wenn ich halt, also wenn das Marschwert leuchtet, sprich wenn die heilige Kraft entfaltet wird, was ja in der Umgebung vom Miasma-Monster und so der Fall ist. Jetzt zum Beispiel gerade nicht, aber ansonsten dann, wenn dann nachher runtergehen müssen, nachher leuchten, also ob es einfach plus 30 ist oder ob es sogar doppelt so viel ist. Weil ja 60 ist ja das Doppelte von 30. Versteht ihr, also mir ging es darum, wenn ich nicht einfach nur plus 30 Power drauf habe, sondern ob es einfach verdoppelt wird, die Grundstärke. Da eventuell mit der Synthese drauf, ganz, ganz nice. So, wenn mich irritiert ist, ich habe offenbar noch etwas. Aha. Das ist immer so schön, dass man anhand des Höhlen-Icons ja sieht, ob man schon alles hat in der Höhle und noch nichts. Solange es noch kein Pfeil, also beziehungsweise nicht ein Pfeil, sondern einen Haken dran hat, weiß man, aha, da fehlt noch was. Komm, jetzt was, also noch mache. Oder Master, das Hylia-Schild. Aktuell mit meiner stärksten Ausrüstung unterwegs bin. Ich müsste zwar dadurch wieder mal stärkeren Pfeil und Bogen machen, wobei ich habe ja ein paar Punkte mehr drauf. Plus 9. Der Gardebogen, da geht es auch schnell kaputt, wa? Ach komm, warum nicht? Gut, aber sonst eigentlich genug, das ist das Problem. So, da muss ich also hoch. Das heißt, ich baue die Zora-Rüstung. Vielleicht mal das ganze Set anziehen, wa? Nicht wegrollen hier. Nein, 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 du bleibst schön hier. Dankeschön.
Jetzt haben wir alles. Ah, das mit dem Schwimmtempo hier ist doch ein Witz. Ja, mehr Schwimmtempo. Man merkt's. Naja, gut. Sonst habe ich hier nichts mehr, wa? Nö, sieht gut aus. Dann wieder kurz umziehen. Und rein zurück in den Untergrund. Warte mal, wir haben ja eh noch hier die Quest mit Koga. Ist denn der direkt hier oder wie sieht das aus? Ja, fast. Quellen von Ranel, der Untergrund. Dass er noch ein Zugang ist, der hätte ich gedacht. Na gut, auf der Karte gar nicht angezeigt, ne? Ja gut, also vertreiben, ich weiß nicht, das ist ein sehr kleiner Bereich, der angezeigt wurde. Also der Gallebogen zerbricht gleich. Nach 2 Schüssen schon. Ich weiß nicht, Haltbarkeitswünschen übrig ist, aber das ist übertrieben, Freunde. Hä? Der war doch früher nicht so schwach. Egal. Ja. Komm, Link, hoch da. Ja, das war jetzt nicht so geplant, tatsächlich. Aber gut. Boah, ich kann das Teil nicht so mitnehmen, wa? Ist doch scheiße. So, alles immer schön mitnehmen. Da gehen wir natürlich auch noch rüber, ist ganz klar. Aber erstmal hier gucken. Nein! Oh, ist was kam. Ich glaube, der Gardebogen schon nach 3 Schüssen so zerbricht. Meine Güte. Das ist noch eine L-Mine, ja, da sind ja auch schon wieder die Typen hier unterwegs. Bevor ich mir hier umgucke, gucke ich erst noch auf dem Wasser nach. Und bei ihr liegt okay.
Was, nochmal eins? Ja, komm. Weil das Ding gar nicht mal so schlecht fand gerade, aber das Ding ist sogar irgendwo hier mein Bauplan noch drin. Das ist ein Landboot, ist was anderes. Das Teil irgendwie sogar... Ich dachte, könnt ihr ihn registrieren. Kannst Favoriten hinzufügen, was andere geht nicht. Ne? Wir haben natürlich einen Verlauf, der geht eigentlich nur bei den Dingen, die ich selber baue. Obwohl ich eigentlich die Idee hier gar nicht so schlecht finde. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, komm. Hä? Ich kann die gar nicht abmontieren. So. Das heißt, ich kann das Ding gar nicht bauen hier. Komm schon, mein Hoverbike. Boah, ist das gemein. Sind fest verlötet, das geht gar nicht anders. Also ich mich abmontieren muss, weil ich muss wieder raus hier. Es sei denn, dass hier ist ein geschlossener Bereich, habe ich gar nicht irgendwie überlegt, wa? Aha, das ist ein geschlossener Bereich, okay. Das ist ein Kurzausflug hier. Ja, so. Da oben habe ich irgendwas gesehen, aber vorhin. Link. Dankeschön, Kumpel. Hä? Der ist doch hier. Ja, doch. Okay. Ah, da stimmt doch was nicht. Hatte meine Hand irgendwie falsch? Nein, so geht das nicht. Jo, Koga, was geht ab? Wie lange ist das schon rum? Spielst du mir etwa nach? Wo sollte ich? Du Feigling! Wieso? Das alle Macht der Götter brauche ich nicht. Aber hier haben wir alle schon abgegrast. Pille-Palle! Ah ja. Weiter im Text. Ah, ist doch auch Schnuppe. Nerviger Typ. In alten Zeiten zuliebe hatte ich dir den riesigen Gefallen getan, mich antreten zu dürfen. Das Ende ist nämlich nah. Jetzt hast du ab, oder was? Frage, die machen eh kaum Schaden. Frage ist, kann ich überhaupt... Nein! Mist. Link, dreh dich bitte mal um. Was machst du da, Alter? Mann, wieso falle ich immer gleich runter? Mann, Link. Also treibst doch Scheiße. So, dann gehört es mir. Ja, was machst du da? Barriere ernsthaft?
Au! Fährt einfach selber. Die Musik ist cool. Link, was treibst du da? Mann, 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 Mann. Aua! Die Arschgeigen treffen sogar noch. Das wird eher schwieriger so. Link geht mal nach oben. Link. Danke. Oh Mann, was für ein Kampf. Das ist ja der reinste Krampf. Du, du, du. Oh fuck, das wird wehtun. Du, 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 du. Ja, selber Spielchen, wa? Hoch, Link. Ja, ich muss eigentlich in dem Moment treffen, bevor er halt die Kugel schießen würde, ich weiß schon. Nein! Oh, wie kann man nur so schlecht zielen? Vor allem in so einem Moment. Sag mal. Ey, ganz ehrlich. Aber für die Typen reicht das hier. So.
Das war jetzt eine Geburt, hey. Ich bin abgerutscht, war einfach zu nass. Ja, kenn ich. Jetzt halt dich fest. Meine Schergen haben sich gemeldet. Sie haben ihn gefunden. Den Dämonenkönig. Fast sind wir soweit. Noch ein winziger Schritt, bis der lang gehegte Wunsch Jägerband in Erfüllung geht. Das letzte sein, hä? Hör gut zu, Link. Wenn es auskommen, werde ich in der verlassenen Nordwestmine vornehmen. Danach werde ich mit der gesammelten Macht die ultimative Waffe aktivieren und den Dämonenkönig darbieten. Das heißt für die Welt, Schluss. Die erste Begegnung wird die letzte sein. Schön wär's. Dann kriegst du eine Abreibung. Ach, da geht da oben rein. Raus, Nee, noch höher. Ja, die gehen wir zurück in die Oberfläche. Voll fies. Link. Danke, dass du die Eindringlinge unschuldig gemacht hast. Ich habe alles mit angehört. Die verlassene Mine im Nordwesten, die dieser Mann erreichen will, ist sicher die verlassene Hebra-Mine. Allerdings sind Abgründe in der Hebra-Region ausgesprochen rar gesät. Und der Weg, der vom Heilblutgebirge dorthin geführt hat, soll durch Witterungseinflüsse jetzt unbenutzbar sein. Aber wenn ich mich nicht vertue, gibt es einen Abgrund, über den man die verlassene Mine direkt erreicht. Ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst. Mein Nachgenosse drüben arbeitet an Bauplansteinplatten. Ich würde gerne eins machen. Dankeschön. Das heißt, Koga ist jetzt mein Orni, wa? Ja, mein Orni. Das heißt, mein Goron ist er gar nicht. Lustig. Gut, vielleicht glaubst du da auch nicht einfach in den Untergrund wegen Vulkan. Wegen Todesberg halt. Könnte ich mir jetzt noch gut vorstellen. Aber das Krasse, eigentlich kriege ich über jeden Sieg von Koga kriege ich eine Batterie dazu. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemiekonstrukt. Meine Aufgabe ist es, Sonanium zu anderen Materialien zu verarbeiten. Einen Moment bitte. Diese Materialien wurden aus Sonanium gewonnen. Sie sollen dir gehören, wenn du mir im Tausch dafür Sonanium gibst. Also ja. Kennen wir bereits? Okay. Problem ist natürlich, ich weiß noch nicht wirklich. Ja, am Suchen halt, ne? Wenn ich alles davon nehme, geht eh nicht. Die großen Dinger. 20 normale Kristalle, aber nur noch einen. Und ich habe jetzt aktuell nur 42. Ich brauche nochmal 60 für 2 weitere Batterien. Das wäre eigentlich etwas, ja. Dann nochmal eine komplette. Diesen kompletten Batteriedinger voll. Da kann ich hinnehmen, wa? Ich kann es leider nicht überlassen, sorry. Ging jetzt überhaupt raus? Ging er da oben raus? Ne, ging da hinten raus, wa? Das heißt, ich brauche doch wieder das Hoverbike, um hier rauszukommen. Also auf die Art und Weise. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Das ist leider schon lange vorbei. Huch, dir fehlt eine Steinplatte, ich gebe sie dir. Dankeschön, das Blitzschlagboot. Ich hoffe, dass es dir von Nutzen sein wird. Ja, irgendwann schon mal. Hier kann man so das Blitzschlagboot draus bauen. Yeah, Mann, ich putzle euch alle! Tja. Kann man so machen. Bei Wassergegnern, warum nicht? Ich habe tatsächlich noch andere Pläne. Moment, ganz kurz. Muss mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Natürlich ein paar Schwerbananen von Niger, sehr ganz typisch. Hier kann man noch hoch. Ja. Also nächste Folge werden wir uns nochmal einen Untergrund befassen. Ich will hier, wenn es geht, möglichst alles hier im Ranell-Gebiet abgrasen. Also einen, sage ich jetzt mal, natürlich die ganzen Wurzeln finden und so. Vielleicht hier den Schatz noch holen, die Markierung.
Jetzt hier zurück. Ja gut, da ist ja der Frosch, der Riesenfrosch, den kennen wir ja auch schon. Aber ich glaube hier dann, also sprich Richtung gucken wir unsere Pläne, das machen wir dann noch eher später. Da lassen wir noch ein bisschen Zeit dafür. Ich würde sogar tatsächlich vor, glaube ich, noch Gonia machen. Also insofern, ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir uns Koa zum finalen Kampf stellen. So, hier hat es nichts mehr. Komm, irgendwas hat sie sicher noch. Im Laufe des Kataklysmus haben so zahlreiche schachtförmige Löcher in ganz Hyrule gebildet. Sie werden schlicht als die Abgründe bezeichnet. Es hat man mühsam, was man gezwungen von eher als neu zu betreten. Die Abgründe damit als einziger Zugang extrem wichtig sind, müssen unbedingt alle entdeckt werden. Wenn ein Abgrund sogar mitten in einer Höhle verborgen liegt, kann ich irgendwie wie sowas passiert. Nach das Austreten im Miasma sind sie zumindest von hochgelegenen Aussichtspunkten aus leicht zu erkennen. Ruhm Koga! Also da dann hoch auf den Dämonenkönig. Da haben wir noch kurz hin. Jetzt mal zu Fuß schnell hin. Ihr liegt sogar sehr groß. So, soll ich da nochmal hochgehen zum gucken, ob da noch irgendwas ist? Das sah eigentlich vorher so aus, könnte irgendwie noch hochgehen und dann wäre da vielleicht noch irgendwas. Naja, ein Tonanium. Ja, müssen wir mal ein paar Minen, ne? Oder eben, dass ich das aber schon mal angekündigt, dass ich vielleicht mal ein paar Dinge offscreen suche. Also sprich dort Farmen gehe, wo wir schon mal waren. Weil ich habe ja ein paar auf der Karte markiert, wo man hingehen kann. Also überall, wo dieses, sag jetzt mal, Kristallsymbol ist, da überall sind ja gute Rohstoffe, dachte ich damals, für eben Sonanium, das abzubauen. Wäre eine Idee. So, was ich jetzt noch mache in der Folge. Also, aber nicht hier. So, zu viel dafür investieren. Wir haben doch da drüben das Boot nochmal parkiert. Also Blitzschlag-Boot. Das kann doch jetzt zumindest ein paar Teile davon noch gebrauchen. So, und dann wie gewohnt. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Der Quatsch wieder. Gut, Massenschwer muss ich da ganz kurz in die Versenkung. Nehmen wir mal das Teil. So, da würde nachher rausgehen. Ich hoffe es zumindest. Und jetzt da oben. Da auch irgendwo noch etwas. Ah, da. Ist nicht wirklich ein Weg raus, oder? Das nicht. Hier liegt sehr groß. Da nochmal. Doch, doch. Ein Weg raus. Ah, cool. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man auch so machen. Da oben sehe ich gar keine Irrlichter mehr. Das Teil... Ne, da auch keine Waffe für uns. Manchmal haben diese Stadt im Untergrund ja Waffen für uns. Da fliege ich mal noch schnell, ganz auf die Schnelle, immer heller. So, Wurzel. Und dann würden wir sonst in der nächsten Folge mal hier durchfliegen und mal gucken, was wir da noch alles erleben, wa? Weil eben, es gibt noch ein paar Schreine hier. Ich will ganz kurz hier bei mir auf der Karte gucken. Ja, es wird auch hier hinten gibt es noch. Den haben wir schon mal markiert. Hier unten ist noch irgendwie einer. Also gibt hier noch ein paar. Ein paar davon müssen natürlich auch für die Wurzeln noch attraktiv sein. Ne? Offenbar soll hier irgendwie auch noch. Gut, haben wir schon mal gesehen. Stimmt, da muss aber von hier aus.
sicher noch einer sein. Ui, ui. Wobei. Ja, da ist eine Brücke, die geht natürlich nicht, ne? Ich muss schon hier durch. Ui. Okay. Also hier Untergrund erkunden, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber ist auch nicht so schlecht. Gegenteil. So, schön gehealt und dann noch kurz was schnabuliert. Irgendwas Praktisches. Voi, ich will gerne behalten. Leuchtmedizin. Medizin noch behalten, oder nicht so schlecht. Mehr Verteidigung, ja, vor allem gegen starke Gegner dann wieder. Tomatenpizza, Paella, Tomate mit Käse, Edelwildreis. Na komm, lass erst mal. Dann passt es so. Gut, Freunde. Der Stelle Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Untergrund bei den Zoras. Das wird, ich glaube, ich hoffe, lustig. Wir werden sehen. Tschüssi.